Es ist ein kalter Winterabend und der Himmel ist schwarz und wolkenlos. Doch fühlt es sich ganz hell an, wenn man voraus schaut. Der glitzernde Schnee hüllt alles in ein wohlig kaltes Licht. Eine wunderbare Stimmung für einen Winterspaziergang im Wald. Ich geniesse es jedes Mal, wenn ich in solchen Nächten im Wald mit meinem Hund, dem Floki, spazieren. Der Floki ist ganz ein friedlicher und ein schöner Hund. Er hat ein buschiges Fell, das auf dem Rücken schwarz ist und Richtung Bauch in ein warmes Hellbraun übergeht. Der Bauch, die Schnauze, die Schwanzspitze und die Füße sind weiss und über den Kopf verläuft ein weisser Strich Richtung Schnauze. Die braunen Augen sind hellbraun umrandet und es sieht fast so aus, als ob er eine Maske tragen würde. Im Schnee spazieren ist auch für ihn ein Fest und er kann es kaum erwarten, wenn er mich mit der Leine im Arm in der Tür sieht. Er ist ein Hofhund und geht auch oft alleine sein Revier erkunden. Aber in Gesellschaft macht es halt gleich noch ein bisschen mehr Spass. Komm, Floki, los geht's! Wir machen uns auf den Weg und laufen zuerst übers Feld, bevor wir dann in einen kleinen Weiler abbiegen, um den Weg Richtung Wald einzuschlagen. Wir spazieren über das gesalzene Strössli zwischen den Bauernhöfen vorbei und gehen weiter Richtung Waldrand. Sobald die Bäume dichter werden, ist es trotz dem Schnee schon recht dunkel. Allerdings sieht man den Weg immer noch gut, auch ohne Taschenlampe. Der Waldweg schlängelt sich idyllisch zwischen den grossen Tannen durch und führt durch die Lichtungen, die durch das Weiss vom Schnee heller leuchtet scheinen. Wir sind ganz alleine und keine Menschenseele und auch keine anderen Tiere sind in dieser Stille zu hören. Nur unsere knirschenden Schritte im Schnee. Ich halte kurz inne und bleibe stehen, um mir eine Zigarette anzuzünden. Es schudert mich leicht und ich weiss gar nicht wieso. Als ich anschaue, steht vor mir plötzlich aus dem Nichts und geräuschlos eine grosse, dunkle, männliche Gestalt. Der Floki fängt an zu knurren und ich stehe wie angewurzelt dort und kann mich vor Schreck gar nicht bewegen. Die Gestalt schwebt einfach lautlos an uns vorbei und es scheint, als ob sie uns gar nicht wahrnimmt. Ein eiskalter Schauer läuft mir den Rücken ab und langsam löst sich meine Schockstarre. Als ich mich umdrehe, ist die mysteriöse Gestalt verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Es lässt mir keine Ruhe und ich laufe langsam und ganz vorsichtig, um möglichst keinen Lärm zu machen, in die entgegengesetzte Richtung. Keine Menschenseele. Kein Lebenszeichen. Nur die stille, kalte Nacht ist vor uns. Ganz schön unheimlich. Rasch schlagen wir einen Heimweg ein und ich bin froh, wo wir endlich heil daheim angekommen sind. Doch jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeilaufe, kommt es mir wieder in den Sinn und ein ganz spezielles, beklemmendes Gefühl kommt in mir auf. Komisch, denke ich mir. Wer oder was ist das echt gewesen?